Wenn wir an bayerische Volksmusik denken, haben viele sofort Bilder von lauten Festzelten im Kopf. Doch die wahre bayerische Volksmusik, die echte, ist oft leiser, feiner und tief mit der Landschaft und den Menschen verwurzelt. Seit Jahrhunderten wird diese Musik von Generation zu Generation weitergegeben. Sie wurde nicht in großen Konzerthäusern geschrieben, sondern in gemütlichen Wirtshäusern, auf Almhütten und bei der täglichen Arbeit. Untrennbar mit dieser Musik verbunden ist das Erscheinungsbild der Musiker. Die traditionelle Tracht, die Lederhose für die Männer und das Dirndl für die Frauen. Ist kein Kostüm, sondern ein Zeichen des Respekts vor der eigenen Herkunft, sie zeigt. Wir sind stolz auf unsere Wurzeln. Doch was macht diesen unverkennbaren bayerischen Klang eigentlich aus? Es sind die Instrumente. In dieser Serie werden wir uns jedes dieser faszinierenden Instrumente genauer ansehen. Hier ist ein erster Blick auf unsere Hauptakteure. Die Zither, ein Saiteninstrument, das flach auf dem Tisch liegt und mit den Fingern gezupft wird. Sie liefert den sanften, melancholischen Klang der Berge. Die steirische Harmonika, das Herzstück vieler Gruppen, ein diatonisches Akkordeon, das durch seinen knackigen Bass sofort zum Mitwippen einlädt. Das Hackbrett, ein uraltes Instrument, bei dem Saiten mit kleinen Holzschlägeln angeschlagen werden. Die Blechbläser, Trompete, Flügelhorn und die mächtige Tuba. Sie geben der Musik Volumen und Kraft. Der Kontrabass, oft auch einfach Bassgeige genannt, sorgt für den tiefen, warmen Groove, der alles zusammenhält. Jedes dieser Instrumente hat seine eigene Stimme, seine eigene Geschichte und seine eigene Meister. In unserer nächsten Episode tauchen wir tief in die Welt des wohl bayerischsten aller Saiteninstrumente ein. Die Zither. Bleibt dran, lauscht genau hin und entdeckt mit uns die echten Klänge der Alpen.